So, jetzt geht's los. Der erste Stream von mir. Ich habe es mir lange vorgenommen und jetzt habe ich mich endlich getraut. Ja, quasi als vorgezogener Neujahrsvorsatz. Keine Zuschauer, aber das macht nichts. Jeder fängt mal klein an. Trotzdem bin ich natürlich mega nervös. Aber vielleicht zuerst mal zu meiner Person. Ich heiße Andreas, bin Mitte 30 und unter anderem Softwarearchitekt. Ja, zwar Informatiker, aber keine Ahnung, ob das mit der Technik hier alles funktioniert. Ich hoffe mal schon. Und ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, deswegen gucke ich immer so ein bisschen nach links auch. Ja, ich hoffe, dass ich hier mit euch gemeinsam lernen kann, ja, wie das so funktioniert mit dem Streamen. Ich habe keine Ahnung und ich will es einfach mal ausprobieren. Ich bin viel auf Twitch unterwegs. Das ist eine Community, die mir ja, sehr interessant vorkommt, wo viele tolle Leute unterwegs sind und ich würde gern Teil dieser Community werden. Ja, am Anfang werde ich ein bisschen Hilfestellung brauchen. Vielleicht kann mir da der ein oder andere von euch ja auch Hilfestellung geben. Und ansonsten werde ich die Streams auch auf YouTube hochladen im Anschluss. Das heißt, da sollte dann auch nichts verloren gehen. Ja, mein Weg bis hierhin, der war ja, relativ steinig. Ich wollte das schon relativ lange machen, habe mich aber nie getraut und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt machst du es einfach mal. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, okay, verdient man damit Geld oder nicht? Ich gehe ja einer regulären Vollzeitarbeit nach, das heißt, sobald ich da irgendwie Geld verdiene, muss ich natürlich auch Nebentätigkeit anmelden. Dann stellt sich die Frage, okay, was muss man da angeben? Ja, nicht immer ganz leicht. Und was sind da überhaupt so die Rahmenbedingungen? Brauche ich ein Gewerbe oder nicht? Und ja, was will ich machen? Ich brauche ein Corporate Design. Von daher ganz viele Fragen, die es zu klären galt und die ich jetzt auch geklärt habe. Ja, was habe ich geplant auf dem Kanal? Ich würde gern zuerst mal euch alle mit auf den Weg nehmen zum Streamer. Das heißt, ich werde jetzt auch gemeinsam mit euch den Kanal einrichten, dann YouTube, Social Media Kanäle und so weiter und so fort. Ich denke, das ist ganz interessant und es gibt viele, die auf YouTube hierzu Videos haben. Aber ich finde eigentlich die Interaktion auch immer ganz nett und von daher würde ich das gerne entsprechend mit euch gemeinsam machen. Ja, dann würde ich gerne so generell ein bisschen reinkommen und danach auch noch ein bisschen spielen natürlich, darf nicht zu kurz kommen. Also heute werde ich mich ein bisschen um den Twitch-Kanal kümmern und noch ein bisschen was spielen. Und in den nächsten Streams werde ich dann peu à peu die anderen Dinge angehen. Von daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit dem Twitch-Kanal. Da gilt es zunächst mal hier die Biografie einzufüllen. Ich habe mir so einen kleinen Text mal überlegt. Der ist bestimmt noch nicht das Gelbe vom Ei, aber für den Anfang sollte es mal reichen. Gut, das hätten wir. Dann habe ich mir bei Linktree eine Liste von Links erstellt, die ja, Instagram, Twitter, YouTube verlinkt. Kommt vielleicht noch das ein oder andere dazu. Jetzt stellt sich die Frage, was nehmen wir da für einen Titel? Ich würde mal Social Media, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Fügen wir das auch mal hinzu. Gut.
Dann habe ich mir als nächstes aufgeschrieben Profilbild. Das habe ich schon mal vorab gemacht, weil ich wissen wollte, ob es überhaupt funktioniert und was aussieht. Und habe ich hier also eingefügt, einfach hier Profilbild einfügen, beziehungsweise jetzt bei mir aktualisieren und dann kann man da eins hochladen. Dann, was ganz interessant ist, ist diese Automod-Funktion. Ich habe jetzt natürlich noch keinen Moderator und nichts, deswegen wäre es ja sinnvoll, wenn man hier diesen Automoderator an den Start brächte und zuerst mal schauen, wie das funktioniert. Gut, also deine Einstellungen, Stufe 1, wenig Moderation, Aggression. Okay, keine Ahnung, was hier sinnvolle Einstellungen sind. Ich mache einfach mal etwas Filterung und dann müssen wir halt mal schauen, wie es klappt. Gut, Mobbing. Mobbing mag ich jetzt weniger. Mache ich mal auf mehr Filterung. Diskriminierung mag ich auch nicht. Geistigen Behinderung machen wir mal mehr Filterung. Sexualität, Geschlecht, Gender. Mache ich mal etwas Filterung. Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit oder Religion. So, ich habe das jetzt einfach mal eingestellt. Muss man halt mal schauen, wie das dann so funktioniert. Gut, blockierte Begriffe, da haben wir jetzt aktuell mal noch nichts. Zulässige Begriffe und Sätze haben wir auch mal nichts. Chat-Option links blockieren, links lasse ich erstmal zu. Verzögerung im Nicht-Mod-Chat würde ich jetzt einfach mal, keine Ahnung, Zögern, Timeout sind gesperrt. Also ich würde da mal ein paar Sekunden reinhauen. Einfach damit ich notfalls nochmal Zeit habe, ein bisschen zu reagieren. Und den Rest, den würde ich jetzt einfach mal so lassen, wie er ist. Hier lasse ich auch mal den Standardtext, da muss ich mir auch noch was Ordentliches überlegen. Und den Rest lassen wir einfach mal so, wie er ist. Dann auf Einstellungen und Stream. Also heute werde ich jetzt keine Inhalte für Erwachsene streamen. Ich würde das aber trotzdem jetzt einfach mal einschalten, damit ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin, sonst verpeile ich es nämlich und habe es vergessen. Und dann wollte ich mir mal noch anschauen, wie man einen Zeitplan hinzufügt. Ich füge jetzt mal einen Stream hinzu. Mein erster Stream. Kategorien ist Just Chatting. Zumindest jetzt mal am Anfang. Und dann haben wir hier 9 Uhr. Und ich mache jetzt einfach mal 2 Stunden. Dann schauen wir mal. Gut. Hier kann man jetzt jeden Freitag, aber jetzt einzelne kann man hier scheinbar nicht anwählen. Also, dass ich jetzt sage, okay, nur an dem Tag oder nur an dem Tag. Ich speichere einfach mal die Änderungen. Und dann schauen wir gleich mal, ob es angezeigt wird. Ich bin gespannt. Gut, also das waren jetzt mal zumindest so die Einstellungen, die ich für den Anfang vornehmen wollte. Und dann ja, da gab es eine Tonüberlagerung. Das war natürlich weniger clever.
Gut, aber ich habe hier auf meinem Laptop, habe ich auch noch meinen Kanal offen. Und da kann ich ja auch mal reinschauen, ob das angezeigt wird. Genau, also der Zeitplan, der passt schon mal. Auf der Startseite und im Infobereich sehe ich jetzt aber noch nichts. Gut, dann müssten wir noch überlegen, wie wir das hinbekommen können. So, also das hat jetzt schon mal funktioniert. Ich habe jetzt hier mal den Ton leise gemacht. Das heißt, ich hoffe, es gibt jetzt hier keine Rückkopplung. Genau, hier haben wir den Text. Hier Social Media, das funktioniert auch. Dann wäre als nächstes ja mal hier die Geschichte mit den Panels, die man sich anschauen sollte. Oh, ich habe einen Zuschauer. Wahrscheinlich bin ich das selbst. Und dann gehen wir nochmal hier auf Kanal, ob wir hier den Text nochmal etwas, also zumindest würde ich hier mal noch gern so eine Leerzeile reinhaben, hier auch. Änderung speichern. Nochmal neu laden. Okay, ist jetzt noch nicht da, aber ich hoffe, dass das dann gleich übernommen wird. Gut, so viel erstmal zu den Einstellungen auf Twitch, die ich jetzt heute erstmal vornehmen wollte für den ersten Start. Und wie gesagt, als nächstes müsste ich mich dann mal um die Panels kümmern, um YouTube, meine Social Media Accounts und ja, vielleicht finden wir auch noch irgendein schönes Overlay und wie man das hier reinbekommt.